Hey, ciao zusammen. Wir haben jetzt absolut nicht abgemacht, wer das Intro macht. Darum habe ich einfach gesagt, ich mache das wieder mal, weil wir zwei Schnudder-Gopher reden wieder mal in das Mikrofon rein. Ciao Ricky, wie geht's? Gut, wie geht's dir? Bin komplett am Arsch, aber es ist gut. Das ist auch gut, ja. Ich habe gehört, du hast viel Sport gemacht in letzter Zeit. Ja, für alle die es nicht wissen, was ich wundere, wieso die zwei Insta-Stories, die ich gemacht habe auf dem Metal-Server-Account, irgendwie ausgesehen, als ob ich in den Bergen am Chillen gewesen wäre. The Call of the Mountains. Bin in den Bergen am Chillen. Scheiße, haben sie noch Video gepostet, wie so ein 14-Jähriger. Bin in den Bergen am Chillen gewesen. Ich habe ein Freestyle-Camp geleitet, bin nicht am Skateboard-Teacher gewesen, die Kids. Das ist geil. Ja, Boy ist also ein Freestyler. Mm. Und ja, es ist jetzt, ich bin vorher daheim gewesen, weil es sind zwei, also nächste Woche gehe ich gerade nochmal. Ja. Und ich bin daheim gewesen und bin vor dem PC gekocht, weil ich noch irgendwie, weil ich habe Files umbenennen, um sie können in ein Studio schicken, Aha. dass vielleicht bald einmal neue Versus-Schissel rauskommt. Alright. Und dann bin ich dort daheim gekocht und es war einfach ruhig gewesen. Und es ist einfach so, ich bin es mir nicht mehr gewöhnt gewesen, es war einfach so ruhig gewesen. I didn't understand. So, der kocht so. What is this? Silence. Ich weiss das nicht mehr, weil ich habe einfach 7 Tage auf Kind aufgepasst, 24/7, und wenn ich nicht auf Kind aufgepasst habe, bin ich am Schlafen gewesen. Es klingt anstrengend. Also ohne Scheiß, wenn ihr das Gefühl habt, das Festival sei heftig, ich gebe euch mal das. Ja, nein, das ist wirklich nicht für mich. Aber ja, cooler Spaß gehabt. Egal, gibt Geld und ich kann gratis in eine Freestyle-Halle. Das ist cool, ja. Ja, ist nice. Mm. Und Muskelkater gibt es auch. Ja. Aber nein, also wir sind jetzt, die letzten 2 Episoden haben wir einen Gast gehabt. Also schon ein Weile haben wir nicht mehr können, zusammen Recap machen, wieder mal einfach absitzen und mal relaxen, ein bisschen über die Szene erzählen, oder? Konzerte, Ansagen, so weiter und so fort. Und deswegen machen wir heute eine ganz chillige Show. Wir haben letzte Woche einen rausgebracht, weil ich nicht krank war. Wir hatten sogar einen Gast oder Gastin, sagst du Gastin, dabei gehabt. Ja, du kannst. Ich weiss auch nicht, was man heutzutage sagt. Ich glaube, Gast ist genderneutral, ne? Nein, eben theoretisch gesehen nicht, weil du hast ja der Gast oder ja, ich weiß, ist ja eigentlich gleich. Alright, ja. Aber nein, eben, also es wird sicher mal wieder mal ein Gast kommen. Jetzt kommen sicher wieder so alle in den Kommentaren, so 2, so, ist voll nicht gleich! Ja, nein, aber eben, heute machen wir ganz chillig. Super, haben wir gerade einen Tag finden, wo du nicht mit Kindern um dich herum hast. Also ich kann schon Kinder um mich herum gehen. Ich kann sie jetzt einfach am Bahnhof abgeben. Ja. Und habe jetzt 5 Stunden, bis ich ins Bett muss und dann morgen nochmal. Egal. Fängt es morgen am Morgen wieder an? Ja, ich muss irgendwann am Morgen am Bahnhof sein. Und dann, Jesus aber Christ. ich bin nicht Radiostellleitung, das ist super. Ich kann nur dort hingehen und einfach ein bisschen sagen, Ja, ich meine, machst du mal. ich bin jetzt einen Tag dazwischen, aber in dem Fall nicht. Nein. Das ist eine harte Arbeit. Aber ja, nein, deswegen, also ich glaube, die letzten paar Wochen ist eigentlich nicht viel passiert bei uns. Das wäre schon passiert. Wir sind halt einfach nicht da gewesen. Das ist ein guter Punkt. Eben, ich bin krank gewesen und sonst, wir sind recht viel mit der Band am Schreiben und bin auch Demi an Liste am Schreiben. Dementsprechend richtig asozial letzte Zeit. Und ja, also ich kann eigentlich wollen zum People Died of Fair Konzert gehen, aber leider bin ich eben gerade krank gewesen. Ja, das ist anscheinend geil gewesen. Die Ivo gefragt, wie das Konzert war. Und er hat gesagt, ja, es war halt einfach nicht so eine HC-Crowd gewesen, dann war er der Einzige, der gemoscht hat. Hoffentlich hat er seine Bandkollegen ein paar in die Schnurren gehauen. Voll, ja. Wäre funny gewesen. Nein, aber das nächste Mal bin ich gerne dabei. Ja, was war noch gewesen? Ich glaube, Must Be Wrong ist wieder mal Support von einer grossen amerikanischen Band, die im kleinen Werk 21 spielt. Ja, und wie heisst die Band? Ich habe gemeint, sie Authority Zero. Ich habe gemeint, sie hätten im Dynamo gespielt. Es ist immer Dynamo gestanden und plötzlich kommt so Werk 21. Und so, ist schon downgraded worden? I don't know. Must Be Wrong, sag jetzt so, es ist schon downgraded worden oder ist sie einfach so gewesen? Spill the tea. Lasst es raus. Ich habe aus verlässlichen Quellen auch gehört, dass sie aus dem Backstage rausgerührt worden sind nach ihrem Auftritt. Punk Rock Anscheinend. Gründe sind ihnen anscheinend unerklärt, hat es geheißen. Der Damian, ihr Drummer, hat in einer Sprachnachricht hat er gesagt, dass irgendeinen, ich weiß nicht mehr genau, glaube irgendein Dude von Kabuki Joe, Zero heisst er, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe,
nachher quasi zu ihm gekommen und gefragt hat, nach dem Konzert, ob es noch im Backstage dürfen. Und er so, nein. Dann hat der andere gemeint, ja logisch, sie sind auch besser gewesen als der Hauptsekt ist. Von dem her... Starke Performance von den Jungs. Ich liebe es. Anscheinend sind es bei ihnen wieder böse zu und her gegangen, kann ich mir auch vorstellen, weil Must Be Wrong liefert. Mal gute Sache. Must Be Wrong ist einfach so eine Band, wo so alle kommen in die Schweiz und dann so, hey, wenn ihr eine Vorband braucht, nehmt nicht Must Be Wrong, die machen euch kaputt. Ja, aber du, wenn du zu stark Opener bist, dann wirst du irgendwann Midlife und irgendwann Headliner, oder? Das ist how it works. Oder du bist einfach cancelled von allen. Das auch, ja. Nein, aber sonst, ich glaube, bei Festivals sicher, also Drachbett Festivals jetzt keine letzte Zeit. Und wir sind auf keinem gewesen. Du warst am Greenfield gewesen? Ja, aber das haben wir ja schon ab. Das war vor 2 Monaten gewesen, Bruder. Oh, stimmt. Das Greenfield war vor knapp 2 Monaten gewesen. Stimmt, wir haben sogar einen Erfolg gemacht. Ja, wir haben Erfolg, das war Anfang Juni gewesen. Jetzt ist Ende Juli. Ich habe kein Zeitgefühl. Ich habe so das Gefühl, es war mal Januar gewesen und jetzt ist August gleich. Also ich meine, ich habe auch irgendwie kein Gefühl für die Zeit. Also, übermorgen ist 1. August. Das Greenfield ist wirklich 2 Monate her. Ja. Jesus Christ. Yes. Ja, ich meine, es war gerade gestern. Schweiz hat Geburtstag. Ja. Aber nächste Woche sind wir am Grenichen. Wir sind am Grenichen? Yes. Machen wir irgendetwas am Grenichen? Ja, Camp. Also er campt. Ich gehe, glaube ich, heim, weil nach 2 Wochen Freestyle-Camp leiten mag ich nicht mehr. Glaube ich schon, ja. Mhm. Ja, und was machen wir sonst noch für Sachen am Grenichen? Machen wir irgendetwas Dummes? Sind wir angehalten worden, etwas zu sagen jetzt? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Schon ab. Ja, also es wird sicher etwas passieren. Also weißt du, es ist ja vielleicht, also vielleicht übernehmen wir den Instagram-Account von Safer Last Breath. Wir können jetzt natürlich einfach auch Safer Last Breath nachher schnell eine Sprachnachricht. Ich schicke dem Dave gerade eine Sprachnachricht, um ihn zu fragen, ob wir das jetzt schon sagen dürfen. Wir können so schauen. Und wenn wir es nicht dürfen sagen, dann muss Safer Last Breath haben. Dann müssen wir es halt ausbleiben. Wir können so schauen, einen kurzen kleinen Podcast machen vom Grenichen, vom Festival. Maybe. Also ich nehme es 6 Mal mit. Dann, wenn wir nicht einfach den Dings mitnehmen. Ich würde aber den kleinen mit Handheld, oder? Und einfach so. Ich hätte einfach den Audio-Recorder mitgenommen. Nein, das ist zu scheiße. Nein, ist nicht zu scheiße. nein. Aber ich würde wirklich. Okay. Ich frage schnell. Alright. Hey Baby, sollen wir im Podcast schon erwähnen, dass wir euch ein Ding übernehmen am Grenichen oder nicht? Schreib doch zurück oder mach eine Sprachnachricht zurück am besten, dann kann ich sie laufen lassen, weil der Ricky und ich sind gerade am Aufnehmen. Bis dann, tschüss. Alright, ja. Mhm. Also ich würde sonst mal ein kleines Setup nehmen mit 2 Handhelds und ohne Kamera, weißt du, einfach so. Gut, fair. Ja, gut, wenn du das machst, ist das tipptopp. Ich nehme es mit. Geil. Es wird lustig. Und nein, es wird cool. Also Grenichen wird geil. Es wird eine geile Band. Bist du schon mal gewesen? Ja, wo Hatebreed gespielt hat. Das ist, glaube ich, der erste, der Umi übernommen hat als Booker, glaube ich. Der Umi, ich finde es einfach geil. Also, das Festival ist. Das Line-Up ist, kann man das Line-Up führen? Wir reden nachher mal drüber. Nein, machen wir es jetzt. Komm, das Line-Up ist der Ficker. Meiner Meinung nach, der Nico, unser Xonor-Film-Brudi und ich, haben entschieden, dass am Freitag und am Samstag jeweils die beste Metalcore-Band, die heutzutage gibt, spielt. Am einen Tag ist es nämlich Bury Tomorrow und am anderen Tag... Genau, mal schauen. Wo ist der... Das ist das Line-Up. Ja, von der Tag, weißt du, der Tag. Also eben, egal, am Samstag auf jeden Fall beste Metalcore-Band. Alright. Hallo, wie fängt es an am Freitag? Weißt du, darf ich jetzt noch kurz meinen Witz ausreden? Alright, sag mal so. Am Samstag spielt die beste Metalcore-Band ever, nämlich Bury Tomorrow. Und die spielt am Freitag und am Samstag spielt die beste Metalcore-Band ever. Was, Bury Tomorrow? Am Freitag, genau. Die beste Metalcore-Band ever spielt am Freitag, nämlich Bleed From Within. Ja. Und am Samstag spielt die beste Metalcore-Band ever, nämlich Bury Tomorrow. Weil sie sind beide die beste Metalcore-Band ever. Ja. Nein, also es fängt super an. Es fängt mit Must Be Wrong. Es fängt mit Smorms. Auch ein sehr cooles Projekt vom ehemaligen Gitarrist und Drummer von Live December. Und sonst die andere Bands die wahrscheinlich gespielt. Aber ja, Smorms. Nachher Must Be Wrong am Freitag. Glasscats kann ich nicht. Wahrscheinlich auch ein Schweizer Act, aber das geht nicht. Ja, aber das finde ich auch mega cool. Also mega viele Schweizer Acts dabei sind. Aber nachher Blade From Within sind Schweizer. Blade From Within? Nein, sorry, Kasokta sind Schweizer. Kasokta sind Schweizer von der Romandie, von Lausanne oder so. Probably. Ja, sind gute Melodien. Dann gibt es Carson. Ist das nicht keine Schweizer Band?
Ist Carson eine Schweizer Band? Ich glaube schon. Ist gut möglich, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, es ist so eine Rockband, maybe. Metal Servola. Aus der Region, für die Region, absolut keine Ahnung, von was sie schnurren. Wir kennen nicht alle jetzt, aber nach dem Festival wahrscheinlich schon. Bleed From Within, die nicht Schweizer sind. Das ist geil. Aber zum Fair sein, die Schweiz hat auch mehr Metal-Bands wie Löcher im Käse. Ja, das stimmt, ja. Acne Kid Joe, kenne ich nicht. Punk, ja, dann haben wir einen Punk-Namen. Landmarks, eben auch eine coole Core-Band, oder? Dann Scowl, tönt nach Beatdown irgendwie. Das tönt für mich aber auch noch irgendwie Post. Das könnte Post Black Metal oder so. Mhm. Sonntagsschule, Punk, geil. Alright, Deutsch Punk, Liebe. Grade 2, habe ich als Vorband gesehen von... wie heisst es? Die alte legendäre Punkband. Ärzte? Nein, Social Distortion. Das heißt mein Name, den ich nicht kenne. Das ist bei den Latinos einfach hure beliebt. Ich bin sehr... Ich kann sehr wenig von den Punks sehen, muss ich sagen. Musst mal Punk, ich sag doch immer, du musst Punk hören. Grade 2, absolut geil. Es sind einfach so 3 Briten, die etwa gut 20 sind und aussehen, als ob sie einfach im Pub hängen und Bier saufen. Das ist geil. Beartooth, geiler Scheiß. Stick to Your Guns, hässig. Und Fjord, geil. Kennst du Fjord? Das sind so Post wahrscheinlich. Der Fjord ist so Post. Ich nenne es Post-Punk. Viele nennen es Post-Hardcore, aber ich sage, es ist Post-Punk. Es hat für mich mehr Punk wie Hardcore. Alright. Aber es ist absolut sick. Es ist wirklich richtig so melancholisch, melodisch. Wenn der Casper würde Metal machen, würde es so tönen. Ja. Gut, und nachher schlafen wir im Zelt und nachher am Samstag gibt es die Flo Le Beau. Ich schlafe den Scheiß im Zelt. Ich kann euch. Ihr werdet einfach im Festzelt schlafen. Weil ihr wahrscheinlich saufen, bis euch ausnockt und dann wieder Domi, wo wir mal, der Domi, unser Drummer, wo der Butch, also der Sänger von Versus, der Domi und ich sind mal am Grenichen gewesen. Dann haben wir der Do-Nots-Deck war absolut geil gewesen. Dann ist während im Do-Nots-Moshpit sind wir in Sänger von Comeback Kid Kate. Dann am Schluss sind wir so blau gewesen, dass der Domi während Biene Maya gelaufen ist im Festzelt einfach am Boden geklatscht ist, aus dem Nichts. Einfach so, bam, und dann sind wir heim. Er ist noch etwa 3 Mal in das Gebüsch gegangen, das war der Hammer. Grenichen, beste Line, beste Festival. Ich bin sehr gespannt. Nein, als der Flo Le Beau anfängt, der macht Singer-Songwriter, das war mal in der HC-Band, glaube ich. Nachher The High Times. Geil, die habe ich als Vorband gesehen von Baboon Show. Alright, sick. Cool. Von wo sind die? War das so Punk? Zürich oder so. Alright. Also hast du gefragt, von wo sie sind oder was sie machen? Also von beides. Keine Ahnung, Schweiz, Punk. Schweiz, Punk, alright. Path of Resurgence ist glaube ich auch Schweizer, oder nicht? Ich glaube es, ja. Alright, dann nein, ist nicht. Annie Taylor. Aha, ist nicht. Alright. Annie Taylor, kann ich nicht. Annie Taylor ist eine Schweizerin, die Rock macht, glaube ich. Sie hat letztes Mal im Werk gespielt vorher, ist nicht mal so schlecht. Okay. Ja, und dann kommen die großartigen Boys von Save Last Breath. Gut, also zum Fernsehen, wenn irgendjemand jetzt aufpasst hat in diesem Podcast, ist sowieso egal, ob man es ausbleibt. Irgendjemand wird sich zusammenreimen können, für welche Band das wir auf Instagram übernehmen. Aber ich muss sagen, Save Last Breath wird mein Highlight sein, weil ich weiss, die Jungs können grosse Bühnen zerstören. No fucking problem. Spielen Breaking Point, sonst werde ich hässig. Nein, also ich bin wirklich gespannt. Ich wollte Save Last Breath mehr an grosse Bühnen sehen. Sorry, ich bringe einen Songwunsch an für Save Last Breath. Dead Eyes. Bringen den wieder. Alright. Bringen den alle, wenn Dead Eyes hören. Und auch wenn ich alle bin. Von der ersten EP? Dead Eyes ist der Song von der ersten EP. Ja, der am Schluss Can you lend me your eyes just to see. Der Song mit Hook, mit Melodie. Es ist ein grandioser Song und sie weigern den sich zu spielen. Alright, also, ihr habt es gehört, ihr habt eine Woche zum Vorbereiten. Macht es, Boys. Nein, Save Last Breath am 4 am Samstag, nicht verpassen. Dann kommt Terror. HC? Terror ist HC. Stumpfe HC. No Knock ist Punk. Ja. Siehst du, ich weiß schon etwas. Yeah. Der Baboon Show ist Punk. Punk, Rock and Roll, irgend so etwas. Punk and Roll. Dann Brothers Till We Die. Sagt mir gar nicht. Auch nichts. Bury Tomorrow. Absolut. Sick. Beste fucking Metalcore-Band ever. Zusammen mit Callejon und Bleed From Within. Ja, Callejon spielt er nicht am... Nein, spielt nicht, aber es ist trotzdem, die 3 sind die besten Metalcore-Bands ever. Dann kommt Brothers Till We Die. Kann ich auch nicht. Dann haben wir doch gerade geredet. Brothers Till We Die? Ja, du hast gesagt Brothers Till We Die, dann habe ich gesagt, kann ich absolut nicht und dann sind wir zu Bury Tomorrow. Ja, egal. Dann Good Riddance. Das ist verwirrend. Good Riddance, Punk, geil.
Dann habe ich dir würde sagen. Pennywise. Punk, geil. Ja, alright. Svalbard ist so nordisch wahrscheinlich. Post, Black Metal, geil. Post-Viking, Nordic Metal. Das ist nicht nordisch. Das ist ja gut, Black Metal ist nordisch immer. Ja, und Shadow of Intent, fucking sick. Kennst du? Ja, habe ich glaube letztes Mal als Vorband von irgendetwas gesehen und nicht so gut gefunden. Ich glaube, Shadow of Intent, der gleiche Gitarrist wie Slaughter Prevail. Oder irgend so etwas. Es ist so irgendwie Connection zwischen denen und anderen geile Bands. Aber ja, Shadow of Intent machen geile Scheiß. So, ich würde sagen, Tech, Death, Melodic. Aber die sind doch letztes erst im Kiff gewesen. Warte, ich schaue das mal schnell nach. Die sind geile Bands. Die sind einfach, ja, wenn es die sind es nicht so gut. Also live habe ich nie gesehen. Ich habe die einfach nur früher oft im Gym gelost. Okay, also, sehr viel als Bradford gesagt, wir dürfen darüber reden, dass wir, dass wir ihren Instagram-Account übernehmen. Super. Er hat eine Sprachnachricht geschickt, aber sie wieder gelöscht. Ich hätte die gerade abgespielt. Ja, ich glaube, darum hat er sie wieder gelöscht. Yes, also. Alright, ja, also wir übernehmen den Instagram-Account von Zero Last Breath. Also, wenn ihr uns im Gründlichen gesehen habt, könnt mal Heu sagen, trinken wir das Bier zusammen. Können wir mal ein bisschen lustige Sachen für Zero Last Breath im IG-Stories machen. Das wird cool, also ich bin sehr gespannt. Shadow of Intent ist selber gekommen. Ja, die sind schon recht sicke Band. 22. Januar das Jahr, ja. Dann habe ich sie nicht gesehen. Gute Shit. Ja, das wäre ich gar nicht. Also ich bin mega gespannt, weil das ist das einzige Festival, wo ich das Jahr gehe. Und ich finde einfach mega cool, was die Jungs machen, dass sie Schweizer Bands haben mit grossen internationalen Acts. Und habe ich dir schon erzählt, dass ich einen Shoutout als Open Air Grenichen gemacht habe? Yeah! Okay. Nein, nicht gewusst. Ja, ich glaube es. Ich habe irgendwie den Kollegen... nein, die Dings, wo du an verschiedene Stimmen machst und so. Ja, nein, nicht verschiedene Stimmen. Ich sage einfach, ich heiße. Also der Kollege schickt mir amigs, wenn es wieder... Der Herbert. Wenn es keine Dings haben, fragt mich der Kollege amigs, ob ich eine Sprachnachricht so mit... Darf ich das überhaupt sagen? Ich glaube nicht. Nein, lieber nicht. Klar, das lassen wir sein. Hey, Editing für Ricky kommt aber ja, nein, also und sonst, wenn wir schon über Grenichen haben und über coole Organisation und Booking vom Festival, dass sie eben Schweizer Bands und internationale Bands zusammen buchen. Eben der Umi, der ist Teil vom Grenichen. Er tut auch Booking machen für Grenichen. Und er ist einfach kurz im Music Industry, der Swiss Music Industry Podcast ist, glaube ich. Ich habe es gerade vor ein paar Stunden gelost. Fucking sick, mehr coole Insights. Wir haben mal den Umi mal da einladen. Jetzt sind wir ein bisschen spät, aber next time holen wir ihn sicher. Das heisst Music Industry _ der Swiss Podcast. Alright. Und das ist cool gewesen, sehr interessant. Und Umi hat einfach Insights nach Insights, mega interessante Scheiße erzählt. Und eben genau das gesagt, er will mehr lokale Shows, oder dass du mehr eine Kombination hast, oder das Festival eben auch lokale Bands drin haben. Ist aber nicht alle Festivals sind wie im Grenichen. Ich weiß nicht, ob so Schweizer Künstler und so am Open St. Gallen oder so sind. St. Gallen hat viel. St. Gallen hat viel? Alright, St. Gallen hat ein paar Dings. Es ist mehr, glaube ich, der Metal- und Rock-Szene. Wahrscheinlich. So ist. Wahrscheinlich. Ja, aber eben, ist cool gewesen. Ich kann es empfehlen, also gehen hören. Der Umi macht coole Zeugs und der Podcast ist wirklich voller Insights. Habe ich mega cool gefunden. Genau. Und sonst zum Recap und so habe ich nicht viel. Wir können sonst mal zu den News gehen. Es läuft ja nicht. Es ist Sommerpause. Es ist Sommer. Alle haben Sommerpause. Josh und Brian haben Sommerpause. Gemischtes Hack hat Sommerpause. Wir haben keine Sommerpause. IMS hat keine Sommerpause. IMS hat keine Sommerpause. Ich habe endlich mal die letzte Episode gehört und merci für die Shoutout, Boys. Das ist fucking funny. Richtig cool. Ja, ist wirklich lustig. Die Jungs bringen auch sehr coole Insights, können eben auch IMS Media Mayhem in Spotify hören. Oder halt Extreme Music Switzerland in Instagram. Hey Boys, an euch habe ich noch eine Frage. Wenn ihr schon zuhört. Alright, also wahrscheinlich nicht machen. Ist ja gleich. Instagram Stories. Wie lange kann man dort voten? Weil der Ricky hat mir eine interessante Frage gestellt. Alright. Nein, egal. Aber ich weiss jetzt nicht, ob man dort nach 24 Stunden überhaupt noch abstimmen oder nicht. Wissen wir auch nicht, aber dazu kommen wir später. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den News. Jetzt muss ich mal zuerst Musik finden. Und ja, reinfetzen, entmuten. Und alles in Reaper, da man hören, beste DAW.
Metal Servola, Breaking News. So, willkommen zu den News. Wir haben heute recht vollgepacktes Programm. Es gibt recht viel coolen Scheiß. Rausgekommen ist, weil ich meine, letztes Mal, als wir News gemacht haben, ist vor 3 Folgen vom Podcast. Wenn wir einen Gast haben, dann wollen wir wirklich uns auf den Gast fokussieren und dementsprechend bringen wir wenig News. Und deswegen, heute gibt es viel. Fangen wir mal. Ich muss mich von Anfang an schnell entschuldigen, weil ich eben die letzte Woche nicht rum war, habe ich absolut keine Zeit gehabt, um mein meistes Zeug reinzuhören. Der Ricky hat das für mich aber übernommen und zu gewissen Sachen kann ich doch auch noch meine Schnorren aufreißen. Also ja gut, letzte Woche ist glaube ich nichts rausgekommen. Ja, aber das meiste von dem Zeug haben wir heute reingeschrieben, darum habe ich es wie nicht mitbekommen. Aha, also wir haben eben schon für letzte Woche ein paar gehabt und jetzt ein paar ergänzt. Ja, fangen wir mal beim ersten. Comaniac hat ein neues Single released, Nothing But Lies. Eben Thrash Till Death, die machen wirklich keine Thrash Metal. Und genau, das ist ein Single zum neuen Album, wo wir übrigens für die Album-Release offizielle Medienpartner sind. Merci für das Vertrauen bei uns. Genau. Das erste und das letzte Mal wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ich habe den Post oder die Story eine Woche zu spät gemacht. Sie haben schon den Single released. Und ich habe eben nachher erst das Mail gesehen, was sie geschickt haben, mit so eben wegen Promo machen. Aber eben, ich finde, die machen coole Scheiß. Mit Comaniac habe ich, glaube auch mal zusammengespielt mit der Tropas vor 10 Jahren oder so. Und seitdem habe ich die im Visier gehabt. Geile Thrash Metal. Wirklich coole Scheiß. Und gehen Nothing But Lies hören. So nicht. Alles gut. Und ja, wir sind sehr gespannt auf das neue Album. Dann, der nächste ist auch interessant. Der grosse Batzen, oder? Das ist schon der grösste, wie nennst du das? Der grösste Stein, der rausgerührt worden ist. Gut, ich finde es schon lustig, dass ich den Namen falsch geschrieben habe. Vicious. Vicious Rain. Yes. Vicious Rain, mit dem Song Blackout. Ich habe ihn ja schon live gehört. Absoluter Banger. Das war der Song, wo wir darüber geredet haben, dass der Dave die Crowd so richtig krass kontrolliert hat. Mit seinem Umgehen-Dave. Es ist schon ein Arena-Banger. Es ist ein Arena-Banger. Das Musikvideo ist auch ein Arena-Banger. Ja, so geil. Und wenn das Beste zum Musikvideo hören, sie haben es uns gezeigt, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben und nachdem wir es geschaut haben, alle 4 so, fuck, wieso haben wir das jetzt nicht gefilmt? Es wäre der beste Content gewesen, um das Video zu promoten damit. Wir haben Live-Reaction gemacht, wo die Jungs bei uns waren. Und ich so, hey, wollen ihr so low-key mal einen neuen Song hören? Und ich so, ja, sicher. Haben sie das Video gezeigt? So low-key mal einen neuen Song? Dann einfach so ein Musikvideo, yes. Ja, und wir haben so, einfach fucking geil. Also, hure cool. Also wir haben es mega gefühlt und wir haben einfach unsere Klappe müssen halten für 2 Wochen oder so, bis es endlich mal released worden ist. Und geile Scheiß. Ich bin sehr gespannt, auf was Vicious Rain in Zukunft noch bringt. So, eben da alle meine Lehrer und sonst irgendwelche Leute, die das Gefühl haben, ich könnte die Schnurren nicht haben. Aha. Hat es niemand gewusst, hä? Ja. Nein, und das ist wirklich cool. Dann Alive for Redemption. Soll ich schnell den Namen aussprechen? Sag mal, ja. Alive for Redemption. Alive for Redemption. Haben einen neuen Song. Afraid. Die Jungs machen ja Metalcore. Und richtig gut. Habe ich letztens reingelassen und eben der neue Single ist auch raus. Geht mal abchecken. Kann ich es nur empfehlen. Und genau. Hast du die mal live gesehen? Nein, ich glaube Alive for Redemption noch nie live gesehen. Eben, das wollte ich auch mal. I'm afraid I've never seen them live. Ich wollte die mal live schauen. Also dann gucken wir, wenn es neu ist. Wenn der Song Afraid heißt, I'm afraid I've never seen them live. I'm afraid I haven't seen them either. Ja, ist gut, ich bin heim. Aber ja. Nein, also sind wir gespannt, wenn sie neue Konzerte haben. Dann kann ich die mal live schauen. Songs, die aufgenommen sind, sind schon mal sehr gut. Ja, dann kannst du übernehmen. Ja, Insanity 61, Insanity 61, Insanity 61. Warte, ich habe doch gesagt, ich nenne es Insanity 61, weil es die Postleitzahl von Sursee ist oder wo auch immer das herkommt. Ja, genau. Gut, und die haben einen Song released, der Kick the Bucket heisst. Das ist geil. Ja, sie machen einfach geile HC. Wirklich punchy und fucking groovy as fuck. Und wenn man schon über punchy und groovy Musik redet, dann... HC-Musik redet. HC, aber HC-affin, dann haben wir Secret, wo eben Nu Metal mit so ein bisschen HC-Touches macht. Oh shit, sorry, ich habe Secret gar nicht mehr gesehen, ja. Das wäre ja eigentlich meine Baustelle. Oh, ja, tatsächlich, ja, genau. Und der beste Songname, den ich je gesehen habe, das neue Song von Secret heisst Gas Station Beauty.
fucking sing. Ja, und der tönt wirklich geil. Das ist wieder mal so ein guter Weniger ist mehr Song, der einfach stumpf auf die Fresse gibt. Bisschen Hip-Hop, bisschen Rap, bisschen Metal, bisschen geil. Oh, ich sag dir, also ich bin sehr gespannt, wenn mal ein Mind Collision Secret Versus Konzert mal gibt. Wegen Nu Metal Blast. Und dann bräuchten wir immer noch 3 mehr und dann hätten wir alle Nu Metal Bands von der Schweiz. Ah ja, und wenn wir schon über Chelsea Deadbeat Combo machen. Hardcore. HC Punk, irgendetwas in die Richtung. Eben genau, weil Chelsea Deadbeat Combo haben nicht nur ein neues Single released, heisst Set Me Free. Sie haben auch ein sehr cooles Video noch rausgebracht. Für, ja. Ja. Für. Sorry, mein Hirn ist wirklich im fucking Offline-Modus, es läuft nicht mehr. Ja, sie haben für ihr neues Lied Released and Revealed ein Video aufgeladen, wo ein richtig geiles Konzept ist. Es ist so ähnlich wie das Video von Deichkind zum Song selber machen lassen. Ich glaube, der Song hat Deichkind nicht mal selber geschrieben. Ich glaube, das klingt hure nach einem Kraftclub-Song. Ist ja egal. Auf jeden Fall siehst du im Musikvideo alle Schweizer Bands. Ja, es sind mega viele Schweizer Bands drin. Ist wirklich cool. Ich meine... Alle außer der Versi sind Whiteout. Ja, Among Vultures war, glaube ich, nicht. Secret war sicher auch dabei, oder? Ja, ist kein Effekt gewesen? Boah, keine Ahnung. Genau, aber ganz schauen. Nein, sonst hätte ich Hawaiian Shirts gesehen. Ja. Hawaiian Shirts. Das sind die. Geht auf YouTube, schaut das Video. Ja, sehr cool. Folgt jeder Band auf Spotify, die dort im Video vorkommt und dann macht ihr etwas Gutes für die Welt. Ich bringe mir schon ein Bierli. Erzähl mal einen Witz. Es fällt mir gerade kein Witz ein. Nein, ist gut, danke vielmals. Jetzt ein Witz. Fuck, der Ricky lässt mich einfach immer alleine und puttet mich on the spot. Also, ein Witz. Genau, wir sind ja ein Musikpodcast. Von dem her, Band sucht sich einen neuen Gitarrist. Nein, Band sucht einen neuen Bassist. Nachher kommt so ein Dude in die Bandprobe von ihnen und sagt: Hey Jungs, sorry, ich bin eigentlich Gitarrist, aber ich will gerne bei euch Bass spielen. Und dann sagt der eine Dude von der Band so: Okay, das ist kein Problem. Du musst einfach, gehst einfach ins Spital und lass dir die Hälfte von deinem Hirn raus operieren. Dann bist du perfekt für einen Bassist. Gut, Dude sagt nichts, sagt so: Ja, gut, geht ins Spital, geht dort hin, sagt so: Grüezi, ich hätte gerne die Hälfte von meinem Hirn raus operiert, dass ich Bass spielen kann. Dann, Operation ist fertig, Dude wacht auf, kommt zu der Doktor zu ihm: Grüezi wohl. Also, die Operation ist glückt, aber es tut mir einfach leid, wir müssen Ihnen mitteilen, dass wir 3/4 von ihrem Hirn rausgenommen haben, anstatt nur die Hälfte. Der andere Dude schaut nach: Ey, Alter, mir scheißegal, wo sind meine Sticks? Und dann haben wir mal Nummer 1 Witz von Bella. Das ist absolut nicht mein Nummer 1 Witz. Das ist einfach der einzige Witz, den ich kenne, der nicht gecancelt wird nachher. Alright, also der ist der, den du erzählst, wenn du mal im Live-Konzert einfach so. Das habe ich schon mal erzählt. Hast du mal gemacht? Ich habe literally den Witz schon mal erzählt an einem Konzert, wo irgendetwas am Schlagzeug kaputt gegangen ist. Genau, habe ich den Witz erzählt. Snare hat so hat absolut nichts gerettet an der Situation, aber ich habe es lustig gefunden. Es hat einfach Space aufgefüllt, oder? Ja, also sagen wir es so, das Publikum war so eine halbe Minute lang belustigt gewesen. Sie haben den Witz nicht gut gefunden, niemand hat gelacht. Der Domi hat mir einen Drumstick angerührt oder so, aber aber ich habe geredet. Aber was willst du in der Situation machen? Das ist also die awkward Situation, wenn ein String kaputt geht oder irgendwie jemand hat durch den Kick, das wäre hure schlimm, wenn du durch den Kick einfach schlägst und einfach den Kick zerstörst. Ich weiss nicht, wir sind recht, also letztes Mal, wo ich glaube, bei Versus ist so etwas sehr selten passiert. Mir ist mal der Gitarrenstrap gerissen und dann ist mir einfach die Gitarre runtergefallen und dann hat man dann habe ich einfach so Gitarre gespielt mit der Hand mit dem Fuß auf dem Monitor. Ja, und dann hat mir irgendeiner einfach einen Strap gebracht, dann ist das Problem gelöst gewesen. Einmal aber jemand hat dir einfach einen Strap gebracht? Ja. Das ist cool, mega nett. Das ist nice gewesen, ja. Ein anderer Gitarrist hat mir einen Strap gebracht. Ich muss sagen, niemand ist so nett wie ich, wo Expello am Spielen war. Und was war das? Eine Seite gerissen. Seite gerissen. Und ich glaube, sie haben die Seite nicht gefunden. Und ich habe Gitarre vom Publikum gegeben. Das ist schon mal ein Highlight-Moment gewesen. Ja, das ist ein Highlight-Moment. Aber Cardio ist nicht meins und ich musste Stege aufrennen, Stege runterrennen, Auto aufmachen, Gitarre rausgerissen, weil es ist schon alles schon eingepackt gewesen. Wir mussten ausreißen von unten drauf von Drum-Equipment. Also oder nachher den fucking Stege wieder aufgerannt, wieder runtergerannt. Und nachher können am Niki die Gitarre. Ja, komm, man hat ja nicht so viel
Eigenmaterial da in diesem Podcast. Wir können ja von unseren Stage-Mishaps erzählen. Eben, dann, was ist erstes Mal noch passiert? Das, eben das Ding, das mir abgerissen ist. Dann einmal letzte Konzert, das wir gespielt haben, glaube ich sogar, oder zweitletzte Konzert, das wir gespielt haben, ist, glaube ich, ein Timo eine Bassseite gerissen. Bassseite sogar. Gleichzeitig ist unser Rack auseinandergefallen. Wir haben also unser In-Ear-Monitoring auseinandergefallen und wir haben nichts mehr gehört. Und dann ist es, glaube ich, so rausgekommen, dass ich auch nicht mehr gewusst habe, wie der Song geht, weil wir haben, Timo ist, das In-Ear hat nicht mehr geklickt, genau. Das wäre eigentlich, ich habe es erst gemerkt, als der neue Song angefangen hat. Ja. Weil wir haben ausklingen lassen und das war vor dem letzten Song gewesen. Und dann ist eigentlich, kommt dann so ein Schiffshorn, ein Gewitter und irgendwann kommt dann einfach so 1, 2, 3, 4, nächster Song. Und ich lasse aushallen. Ja. Hau einfach auf die Seite drauf, es macht und dann irgendwann merke ich so, es fehlt das Schiffshorn. Es kommt kein Gewitter. Schau den Domi an, schau den Timo an, die beiden, der Timo schaut mich an, so, what the fuck. Schau den Domi an, der Domi so in seinem Laptop rein, am Zeug rumdrücken. Nichts mehr funktioniert. Der Timo und ich einfach gegenseitig uns anschauen, einfach ein bisschen Zeit reinhauen, dass es lärmt, das Publikum hat das Gefühl gehabt, die 4 Leute in diesem Konzert haben das Gefühl gehabt, ja, easy. In dem Moment sind wir Post-Nu-Metal geworden. Alter, das ist fucking sick. Wir waren auch rumhämmern auf dem Zeug und dann kommt aus dem Nichts, aus dem Nichts macht es einfach 1, 2, 3, 4, der Song fängt an. In dem Moment haut es dem Timo die Seiten aneinander. Ich habe keine Referenz mehr zum anderen, spiele irgendwas, weil ich nicht weiss, wie der Song geht. Der Timo hatte keine Seite mit rein, spielt darum effektiv auch etwas Falsches, weil er probiert auf einer anderen Seite etwas zu spielen. Entscheidet sich dann irgendwann, fuck it, ich höre auf spielen, hat aufgehört zu spielen, hat quasi die andere Seite umgestimmt, dass er kann weiterspielen am Schluss und ich einfach irgendetwas am Spielen. Keine Ahnung mehr, wie der Song geht, weil ich so aus dem Konzept gefallen bin. Und dann irgendwann beim Refrain ist es dann wieder gekommen. Und dann, aber dann haben wir das Klicken gehabt und gar nichts. Und dann ist einfach, nein, ich habe dann aufgehört zu spielen. Ich habe nicht mehr gewusst, wie der Song geht. Ich habe dann einfach quasi aufgehört zu spielen. Ich habe gesagt, fuck it, ich höre jetzt auf zu spielen und ich komme dann wieder rein, wenn es geht. Ich komme auf den Refrain wieder rein. Dann sind einfach der Domi und der Butch am A Cappella spielen gewesen. Also einfach Schlagzeug, Drum und Gesang war es. Und anscheinend hat das noch geil getönt, hat einer gesagt. Er hat einfach plötzlich nur noch so Schlagzeug und Dings gehört. Und ich einfach an der Gitarre so, ich weiß nicht mehr, was geht, Alter. Ich weiß absolut nicht mehr, was geht. Dann hat der Timo irgendwie seine Bassseite umgestimmt und dann auf den Refrain haben wir wieder rein. Und dann hat es einigermaßen funktioniert. Aber jetzt sind wir auch böse aus dem Konzept gerührt worden. Das ist auch noch nie passiert. Ich glaube, wenn ich überlege, ich habe nie eine Seite auf die Bühne gerissen. Ich auch nicht. Aber ich habe immer Panik davon. Immer. Ich nicht mehr. Also seit ich die hohe GraphTech-Sättel habe, absolut keine Panik, dass man eine Seite reißt. Nein, ich habe immer extra String, extra Gitarre, extra Kabel von jedem Typ. Habe ich auch. Ja, immer. Und das Gute ist nachher, wenn ein Team ein Cover vergisst, dann kann ich sagen, ja, das ist gut. Aber eben, ich kann wirklich nur empfehlen, Kinder und Jugendliche und Erwachsene und wer auch immer zulässt und Gitarre spielt live, kauft euch die GraphTech-Sättel. Die Dinger sind der absolute Hammer. Deine Gitarre wird 800 Mal stimmstabiler, als sie vorher war und seit der reset wirklich nie. Ich kann nur Hipshot und halt die in der PRS als Standard kommen. Ja, nein, nicht Locking, nicht Tuners. Die Bünde unten. Aber genau. Bridge, ja genau. Ja, Bridge. Du hast Hipshot Tuners und Hipshot Bridge. Der Chapman hätte beides. Ach so. Und deshalb, ich finde es mega schön, weil es ist einfach simpel, oder? Nein, ich zeig's dir noch. Die GraphTech-Dings, sie heißen String Savers. GraphTech String Savers. Sättel, die sind der Hammer. Dann, was ist sonst noch passiert? Ja, es passiert ständig irgendwelche so Bullshit. Habe ich schon mal erzählt, als ich besoffen Guitar Strings von Live December gewechselt habe im Dunkeln? Ich weiß nicht, nein. Wenn du es erzählt hast, erzähl es nochmal. Weil einmal haben wir mit Live December gespielt. Ich glaube, es ist in Bruck, Aarau, irgendwo dort im Aargau. Wir sind jetzt im Aargau. Und dann war Live December am Spielen gewesen. Und dann hat einer die Seite gerissen und dann ich habe gesehen, der Seite gerissen hat die Gitarre gewechselt, oder? Und ich so, gib mir Gitarre, ich kann eine Seite wechseln, oder? Ich habe natürlich so 5, 6 Bier hinter mir gehabt und nachher so, okay, der String und so,
merci mal, right? Ich gehe im Backstage, oder? Ich fange an mit meinem Handy-Flashlight einfach an, weil ich habe nichts gesehen. Es war dunkel als fuck. Die sind einfach böse Metal am Spielen und ich einfach mit der Flashlight einfach da am Pointen und irgendwie schauen, alright, so. Und das Problem ist, ich habe ja Bier getrunken, oder? Ich habe einfach die falsche Seite gelöst. Plötzlich habe ich statt einen String wechseln von einer 8-Seiten-Gitarre, übrigens, aber ich musste 2 Seiten wechseln. Und ich so, fuck me, Alter. Und ich so am Panik, weißt du, ich so Panik schwitzen, oder? Und nachher ist es einfach, alright, irgendwie habe ich es geschafft, beide Strings zu wechseln, oder? Und dann habe ich es können, am Jungen, ich weiß nicht, ob es Wale ist oder der Bruder von S'mores. Aber ja, ich habe nachher eine Gitarre gegeben, und so wie viel fucking Schwitze weggeputzt vom Gesicht. Und ich bin so happy gewesen, dass es geklappt hat, aber hey, ich habe einen extra String müssen wechseln. Einfach weil ich Shit, ich habe nicht gesehen, es war schon schlimm gewesen. Ja, es ist geil. Hey, es passiert ständig so Zeug. Wo wir im Dings gespielt haben, an der Rock Night in Glarus, in Neffels, sind wir auf die Bühne gekommen, es hat sehr viel Nebel gehabt und alles, und wir so auf die Bühne gekommen, mega Profi-Intro laufen lassen und alles Wüste, und beim ersten Song hat irgendetwas nicht gestimmt und dann haben wir einfach... Beim ersten Song kommt einfach irgendetwas ist falsch. Und ich weiss nicht, das war nach Corona, das war die erste Show nach Corona. Und ich einfach so, nein, komm, stopp, das machen wir nochmal. Haben wir einfach aufgehört, sind nochmal hin, hat unsere Gitarre nochmal gestimmt. Ich weiss nicht, was es war, ob es der Bass oder die Gitarre war. Irgendetwas ist nicht tuned. Ich so, nein, das machen wir nochmal. Ihr habt einen besseren Anfang verdient. Einfach das Zeug gestimmt und dann mal neu raufgekommen und einfach so da, als ob wir noch nie da oben gewesen wären. Also die Leute haben es fucking funny gefunden. Ja, ich habe das Gefühl, ja gut, du kennst uns ja auch live, wir sind eher eine Band, die sich selber nicht allzu ernst nimmt. Ja, wir sind auch mal, wir haben auch kein Problem damit, mal irgendwie mit dem Publikum irgendwie dumm schnurren während einem Konzert. Das ist kein Problem, das machen wir immer wieder gern. Was haben wir noch gehabt? Ich habe einen, der für immer in meinen Gedanken bleibt. Und zwar das erste Whitehead-Konzert. Wir sind am Spielen und damals war der Drummer Dano nur 1 Monat in der Band gewesen, oder? Also wir haben eine Konzertanfrage bekommen, wir haben es akzeptiert, wie ist Atropos, Save Last Breath, Amongst Pariahs und... die Platte war auch von Dings, von Atropos, im Erkennen. Genau. Blitzam on Dry, glaube ich, war auch gewesen, und wir. Und dann Dano, also wir haben Konzertansage akzeptiert, ohne Drummer. Also, wir hatten keinen Drummer gehabt, wir hatten 2 Monate gehabt, oder so, bis mal spielen. Also, ja, fix. Also, wenn wir müssen, weißt du, irgendwie eine Drummaschine so brauchen, hey, wenn der Kate-Effekt das könnte, dann können wir es auch. Oder? Und dann wir so wie, alright, cool. Und dann haben wir es dann gefunden und hat so 3 Wochen oder 4 Wochen gehabt, um wirklich alle Songs zu lernen, oder? Für die fucking Maschine. Und wir haben Konzert gespielt und beim einen Song, ich glaube, es war bei Souldown gewesen, nach dem zweiten Chorus gehen wir immer in einen Breakdown rein. Und, aber er hat es eben nicht wirklich im Kopf gehabt und er ist nach dem ersten Chorus im Breakdown gegangen. Oder? Aber in dem Moment haben wir, und wir sind eine neue Band gewesen, also Tim und ich haben dort irgendwie ein Jahr zusammen gearbeitet, Mike war ein paar Monate dabei gewesen, und der Micho auch. Und wir haben alle noch gecheckt, dass es irgendwie einen Fehler gibt und dass er im Breakdown geht nach dem ersten Chorus. Und wir alle haben gleichzeitig gewechselt und auch so, ob nichts passiert wäre, oder? Einfach so weitergespielt. Der Song war irgendwie halb so lang gewesen, aber niemand hat es gemerkt. Ist egal. Ist alles gut gewesen. Aber in dem Moment war es so gewesen, alright, wir haben eine gute Truppe gefunden, weil alle haben es gecheckt und alle haben sich angepasst. Wir hatten keine In-Ear gehabt. Dort war alles über den Lautsprecher gewesen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, White Boys, die können den Scheiß, man. Das ist eine gute Truppe. Geil, ja, das ist bei, ich weiß auch nicht, bei uns ist es auch so Chaos. Wir sind so eine Chaos-Band, aber wir sind auch, das ist unser Ding, wir sind eine Chaos-Band. Ja. Ich weiss, als ich für Save Last Breath mal den Sänger gemacht habe in Deutschland, habe ich den Moritz verprügelt. Oh, das hätte ich so gerne gesehen. Alter, ich würde das auch gerne mal sehen. Wir haben es einfach nicht gefilmt, das schießt mich so an. Ich würde schon gerne wieder mal einfach ein Set mit Save Last Breath machen. Aber sie haben den Rico, der ist halt 1000-mal besser. Du, wenn mal der Rico irgendwie krank ist oder so, oder kann plötzlich oder einen Beinbruch hat, dann kannst du einspringen und ich uns filmen. Dann haben wir das ist gut. Metal Server Exclusive. Weißt du was, ich stelle mir einfach das Bein am Grenichen. Ja. Ich lerne alle ihre Songs, die ich noch nicht kenne. Weil seit ich nicht mehr mit dem Dave zusammen arbeite, zeigt er mir keine Songs mehr. Ja, ich stelle mir einfach das Bein. Ja. Eine Musik. Ja. Schnell. Aber ja, sonst machen wir weiter mit Release. Ich will mir überlegen, irgendetwas Peinliches bei wäre es sicher schon noch mal passiert. Alright. Ich weiß noch nicht was. Ist jemand mal nackt auf der Bühne gewesen? Nein, nackt nicht, nein. Ich habe sicher schon mal das Kabel kaputt gemacht, das auch. Kabel? Ja. Frag nicht.
stupid. Ja, aber wir sind eigentlich dann meistens relativ gut drin, wenn irgendwas komplett schief geht, das einfach gerade direkt anzusprechen. Alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, darauf aufmerksam machen. Ja. So fragen, hey, by the way, falls ihr nicht gemerkt habt, dass voran der Monitor da kaputt gegangen ist, er funktioniert nicht mehr, darum hört man nicht mehr. By the way, falls ihr nicht gemerkt habt, dass der Timo gestolpert ist, er ist einfach umgekehrt, haben das nicht gesehen? Nein, wir machen es so, als ob nichts passiert wäre. Und wenn jemand das merkt, ist es so wie, alright, du hast gecheckt. Cool Serie. Aber nein. Wo sind wir noch? Wir sind bei Chelsea That Beat Combo. Yes, alright. Nachher kannst du weitermachen. People Die at the Fair. Neue EP. Roh, hässig, stumpfer Hardcore. Finde ich geil. Dort haben wir ja schon mal öfters über die Singles geredet. Die zwei sind auch drauf. 3, glaube ich, Singles oder so. Es sind 2 Singles released. Sind 2 Singles? Wir haben sicher über 2 Singles geredet. Möglich. Und dann die EP released. Das ist wirklich ist grusig. Grusige also, auf die Fresse Haumucke. Wirklich schade, dass ich nicht am Konzert sein konnte, aber nächstes Mal. Jawohl. Und dann, natürlich die hübschen Jungs von Polar Shift haben auch eine neue EP released, von mir übrigens auch komplett Reaction-Video und Podcast, Mini-Podcast zum Release gemacht haben. Den könnt ihr auf Spotify hören und auf YouTube schauen. Weil eben in Spotify ist es so, wenn du so Songs zwischen den Podcasts tust, dann kannst du nur Audio-only machen. Und in YouTube siehst du auch unsere Reaction, wo wir auch Pizza fressen werden. Also es ist gleichzeitig ein Mini-Podcast /Reaction/Mukbang. Also es ist wirklich... ASMR ist glaube ich auch noch. ASMR haben wir auch rein gemacht, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr cool gewesen. Sehr coole App. Könnt ihr mal hören. Polar Shift auf Spotify, Apple Music und überall, wo es Musik gibt. Eben mit den Jungs gibt es sicher auch mal einen Podcast. Also, ich glaube, die wird schon dabei, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ja, voll. Dann die hübschen Basel Boys von Wrath of Alga haben auch eine neue EP released. Verdammte! Nein, eben, EP heisst The Rise of Alga. Und mehr zu der Band erzählen wir auch nachher später. Weil, schon machen wir das. Aber die EP ist geil, es sind wirklich geil. Es sind geil Boys. Eben, cooles Metalcore vom Norden von der Schweiz. Was ist Basel im Norden? Ja, schon. Ja, Basel ist im Fall nicht viel nördlicher wie wir. Ja, genau. Nein, aber coole Sachen. Bitte so, Jungs. Und geht mal The Rise of Alga hören. Was habe ich vorher gesagt? Es ist 2002 kommt zurück. 2002er Metal. Wenn du in 2002 aufgewachsen bist und jetzt Metalcore machst, tun sie so. Ja, genau. Yeah. Einfach so Oldschool Core. Die Jungs sind übrigens auch in einer Wer blasset was Episode. Könnt ihr auch mal hören. Dann auch mal, ist das nicht die gewesen, wo du nachher den Josh und den Brian gerostet hast, weil es zu viele Leute sind? Ja, das habe ich auch gemacht. Weil eben, also, wenn eine ganze Band ist und sie halt Kameras haben, dann weiss ich nicht, wer schnurrt ist, also Drummer ist, Gitarrist. Aber immerhin coole Sachen. Sie erzählen auch der Birth of Alga, also was Alga überhaupt ist. Ist so eine Wasserflasche, die dort geladen worden ist und mit Algen gefüllt hat. Das ist der Anfang der Legende oder irgend so etwas. Wieso sind alle Metal-Bands so grusig? Putzt einfach mal eure Band Ja, das müssen wir auch machen. Wir haben immer noch... By the way, wir haben einen neuen Bandroom über Ricky, Alter. Also wir haben einen Bandroom gefunden. Wir haben einen Bandroom gefunden. Wo? Gerade dort, wo wir schon sind, haben wir einen Raum, wo 30 Jahre lang von so einer Festhüttenband gemietet worden ist und die ist jetzt raus. Und jetzt haben sie uns gefragt, ob wir den Raum haben wollen. Stimmt. Jetzt haben wir einen eigenen Bandraum. Geil, Alter, geil. Ja, aber jetzt müssen wir halt Geld zahlen. Ja, gut. Proberaum kostet Geld. Aber übrigens, ich habe gesehen, dass Werk Baden sucht neue Leute für den Bandraum. Sie haben anscheinend auch einen Bandraum da drin. Habe nicht gewusst. Ja, wenn ihr mal einen Bandraum sucht. Das Werk Baden? Ja, geht sonst in die Werk Baden-Seite. Oder in Instagram habe ich es gesehen, dass sie Band suchen. Sie haben nochmal Slots. Also coole Scheiße, habe ich aber nicht gewusst. Scheinbar so wie die Dynamo-Proberäume. Ja, cool Scheiß. Dann erzähl mal den nächsten Release. Ja, Fluffy Machine. Die Lieblings, ich weiß nicht, ob es Romans oder Walliser sind. Ja, ist so etwas. Ich glaube beides. Ich weiss, oder französisch sprechende Walliser, I don't know. Anyway, auf jeden Fall haben sie einen neuen Song rausgebracht, der heißt Surf. Und er ist ein richtig chilliger Surf-Rock-Song. Sie haben wieder mal stabile Promo gemacht. Habe ich gesehen, ja. Du hast auch ein Bild geschickt. Die stabile Promo, Alter. Die sich einfach so, der Gitarrist so, ey, kannst du schnell, also ich glaube Englisch gesehen, aber kannst du schnell etwas sagen, dass wir unsere neue Promo-Video, dass wir unseren neuen Song können? Sagen oder schicken?
Mein Hirn ist tot. Kann man ein Bild schicken? Nein, sie haben das Video hochgeladen, das Reel, wo der Gitarrist den Sängerfilm so fragt, hey, kannst du etwas sagen, dass wir unseren neuen Song promoten am Freitag? Und das Einzige, was er macht, ist, er dreht sich um und haut sich auf den Arsch so. Und das ist das ganze Video. Nachher. Cool. Geht eine halbe Minute und der andere haut sich einfach eine halbe Minute auf den Arsch. Ist, sie sind meiner Meinung nach die Instagram Kings. Sie machen eine gute Promo. Sie haben auch den Song Bildskrieg Bob geschrieben. Stimmt. Ja, die muss ich mal live sehen. Ey, die sind geil. Und der Song ist so ein richtiger Surfrock-Song. Einfach chillig, geil. Fluffy Machine, ist Leben. Gehen wir es abchecken. Ja, dann gehen wir mal vor Releases auf Konzerte. Es kommen noch ein paar Konzerte. Und in erster Linie kommt da Comaniac, haben Plattentafel im Kiff. Wir sind dort Medienpartner. Wer was sind auch Medienpartner und sind wahrscheinlich auch im Konzert. Boah, gibt's Fistfights. Fistfights mit Jungs für was das. Fistfights, aber das kommt nicht gut. Ja. Weil der Josh ist parat und der Brian macht Wrestling. Eben, sie sind beide parat. Nein, aber eben, ich meine, sie bringen eine neue Platte raus. Comaniac macht geile Thrash Metal. Und das ist am 20. Oktober von dieses Jahr im Kiff, Aarau. Also es wird sicher sehr interessant. Kommen wir mal vorbei. Es wird cool. Wir sind sehr gespannt. Ist funny, wenn ich mir überlege. Wir haben beide Podcasts haben einen Latino. Yes. Und in beiden Podcasts lost der andere Thrash Metal. Genau. Ja. Voll, nein, Thrash for Life, Brudi. Der Thrash ist geil. Ja, Mann. Genau, so ein Kiff. Dann. Nächstes Konzert, sag ich auch. Alright. Einfach damit du nicht musst peinlich sein. Im Komplex Club spielt am 18.08. eine kleine Band namens Whiteout und Vorband von ihnen ist Brand of Sacrifice. Okay, nein, vielleicht ist es umgekehrt. Brand of Sacrifice macht, glaube ich, Deathcore. Ja, richtig geile Deathcore, Alter. Deathcore. Und Whiteout ist Vorband im Komplex Club. Ja. Wann sind das letzte Mal im Komplex Club gewesen? Bist du schon mal im Komplex Club an einem Konzert gewesen? Ja, ich war unser Backstage für Impericon. Aber bist du an einem Konzert gewesen? Ich glaube, meine Rockband haben wir das mal gespielt, glaube ich. Ja, aber hast du mal ein Konzert gesehen? Nein. Das ist eigentlich ein Stripclub früher. Wirklich? Ja, das war früher ein Stripclub und dann hat es einfach quasi... Es sieht ja so aus. Ja, und darum sieht es auch so aus, weil sie haben einen Umbau zu einer Konzertlocation und das ist eine richtig geile Location. Coole Bar ist geil und so, aber es ist wirklich nice. Ich habe dort einen Hailstorm gesehen. Was? Alter, ich habe dort einen Hailstorm gesehen. Wann? Ey, das muss im 2014 oder so gewesen sein. 15 umeinander. Warte schnell. Das ist richtig kaputt gewesen. Hailstorm im Komplexclub. Sie war hier schon brutal gewesen. Ja. Und der Komplexclub ist klein. Der ist etwa so, der ist kleiner als Dynamo oben. Der ist ein bisschen grösser als Berg 21. Zwischengröße von Dynamo und Berg 21, würde ich sagen. Der ist wirklich, das Ding ist absolut geil. Ja. Und Hailstorm habe ich drin gesehen, Zebrahead habe ich drin gesehen, Polar habe ich drin schon gesehen. Black Veil Brides. Aber nur wegen der Vorband. Ja. Was ist die Vorband? Schon, ich muss mich noch schnell retten. Right. Ich muss noch schnell die gute Band sagen. Weil wenn ich jetzt sage, ich sage Black Veil Brides, die kommen alle und sagen, ich sage Pussy. Komplex Club. Ja. Wer ist das gewesen? Nein, Komplex Club. Also ich habe selber, glaube nie wirklich Bands live gesehen. Ja, aber ich wollte jetzt noch schnell. Heaven's Basement. Keine nicht. Heaven's Basement ist eine absolut ficker Band. Ist eine englische Rockband, die bei Red Bull unter Vertrag war. Red Bull hat Musik, oder? Beartooth. Was? Red Bull? Red Bull Music. What? Das ist ein riesen Music-Label. Hast du nicht gewusst? Oh, die haben alles. Mein Gott. Die Formel 1-Team, die haben alles. Die haben alles. Und eben, das war Heaven's Basement als Vorband von Black Veil Brides. Und die Band ist als quasi die Future von der Rockmusik gehandelt worden. Die haben alle haben das Gefühl gehabt, die Band schafft es jetzt, dass Rockmusik wieder gross wird, dass die geben wieder mal einen Kick und dann hat sie sich einfach aufgelöst. Alright, nach 1,5 Alben. Aber der Song I Am Electric ist böse. Böse, brutal gut. Also, ich würde empfehlen, dass Leute mal Tickets schon mal holen, weil Brand of Sacrifice sind schon eine grosse Band und für die Venue im Fall, es kann möglich sein, dass es ausverkauft wird. Von dem her, holt mal eure Tickets, können wir mal wieder ein Bier trinken und mit Jungs von Whiteout. Du kommst, glaube ich, mit, oder? Bist du dabei? Ich hoffe es. Ja, voll. Also ich bin mega gespannt, weil sonst, weil ich auch dabei war, zum Brand of Sacrifice zu schauen. Die haben den Song gemacht von
von We Came As Romans einfach härter gemacht. Sie haben den Dark Bloom genommen von We Came As Romans und haben einfach noch härter gemacht. So Deathcore, wirklich so. Ein harter Metalcore-Song von We Came As Romans, einfach Deathcore gemacht. Ja, sie mit denen zusammen. Das ist verdammt geil. Der Sänger von ihnen hat mit dem Nick Nocturnal zusammen den Electric Callboy Song gemacht. Kann das sein? Möglich. Ist das? Möglich. Der ist auch der Sänger ist vor kurzem auch im Podcast vom Dings. Wie der heißt der? Von Punk Rock NBA. Phil McKenty. Phil McKenty, bei seinem Podcast war er. Sehr interessant, hat coole Insights gebracht. Und er ist auch ein grosser Anime-Fan, das finde ich auch cool. Ja, easy. Also, Next. Ja, kommen wir da am 18. Boys and Girls, das wäre geil. Also gehen einfach mal Whiteout. Hey, Da, Whiteout. können wir supporten und eben Brand of Sacrifice und Shit. Ja, Brand of Sacrifice. Whiteout ist wichtig. Aber ja, kommen wir, das wäre geil. Können wir das Bier gut trinken. Dann, genau, das ist auch noch ein cooles Konzert. Signs of the Swarm, Humanity's Last Breath und Artifiction am 21. August im Kiff. Mega cooles Slot, wo jetzt Artifiction sind, aber es sind geile Bands und freue mich mega, dass die können das Konzert eröffnen. Signs of the Swarm habe ich vor kurzem gelesen. Humanity's Last Breath sind the shit. Und Humanity's Last Breath nicht auf der Tour, wo Paleface war? Nein, ich glaube nicht im Fall. Nein, Humanity's Last Breath ist die Band, die ich letztens im Kiff gesehen habe. Das war die Band, die ich letztens im Kiff gesehen, glaube ich. Als Vorband von etwas. Sind die gut gewesen? Ja, wahrscheinlich schon, ist einfach nicht meine Musik. Ja, ist der Gitarrist von Humanity... Nein, warte schon. Der Producer... Nicht schon wieder. Von Humanity... Nein, der Producer und Gitarrist von Humanity's Last Breath ist der gleiche Gitarrist von Throne. Und ist der gleiche, der eben alle die harte Deathcore-Mixes macht. Okay. So ein crazy Dude, der Buster Oderholm. Der ist ein fucking Psych. Chillig. Ja, crazy Mixes und crazy Musik. Ja, dann kommen wir mal kurz zu Festivals. Und zwar es kommt ein Visrüti Festival im Visrüti, nehmen wir an. Und das ist am 2. Also September. Visrüti, UE halt. Wo ist das? Keine Ahnung, in Visrüti. Infos. Geländeplan. Nein, das ist nicht Geländeplan. Wie kommst du? Anfahrt. Da. Google Maps, alright. Fuck me, Alter. Alright. Wieso sich vorbereiten, wenn man es auch nicht machen kann? Bauernhof Visrüti. Und das ist Sursee. Also nähe Luzern. Nähe von Sursee, ja. Ja, das Nähe von Sursee ist im Bauernhof. Geil. Erstmal mega cool. Cooles Line-Up. Sie haben unter anderem Gurt, Schweizer Metal, wie geil. Artifiction, haben wir vorher gerade gesehen. In dem Fall sind es nur Schweizer Bands, hä? Es sind nur Schweizer Bands, hure geil. Vicious Rain, haben wir ja auch einen Podcast gehabt. Banger. Vorletzte Episode. Die Jungs machen geile Musik. Haben wir vergessen? Den Song haben wir erwähnt. Stimmt. Ja. Genau. Geiler Scheiß. Among Vultures, auch eine fucking coole Schweizer Metal Band. Devil's Rage. Haben wir die gesehen am See You Festival? Ja, also, ja. Alright. Nein, Stonehail haben wir gesehen. Stonehail. Devil's Rage, ich weiß es nicht. Wir haben die ja verwechselt, oder? Ja, du hast sie verwechselt. Genau, Stonehail ist die Band, die wir gesehen haben und du hast mir dann gemeint, Devil's Rage hätte gespielt. Genau, das war am nächsten Tag, aber auch eine coole Band. Nachher die beste Bandname, die ich hier gesehen habe. Stepfather Fred. das muss so ich nachher los im Fall. Stepfather Fred, wie geil der Name. Sieht nach HC aus. Ja, schon HC oder... Heavy Alternative Rock. Ja, komm, das Rock. Alright. Ja. Und Arcane. Death Metal. Yes, ich finde es immer noch funny, dass Eversis mal mit Arcane gespielt hat. Hey, Arcane sind hure underrated im Fall. Also ich weiss, das ist geil. Die sind hure sick, man. Einfach, ich meine, rein musikalisch macht es ja keinen Sinn, dass Eversis und Arcane... Also es macht schon Sinn, aber wie? Wie ist das zustande gekommen? Also ich bin ein Fan von so vielfältigen Line-Ups, wo ich nicht jede Band den gleichen Stil mache. Also ich so ein bisschen nur Metal, ein bisschen Metalcore, ein bisschen Punk. Ja, Brudi, es war ein Konzert gewesen. Wir sind die einzigen 2 Bands gewesen. Ja, das ist schon geil. Finde ich aber auch cool. Müssen wir mehr machen. Ich meine, ja, ihr habt auch mit Dropout Kings machen auch so nur Metal-isch. Aber Kids and Cages machen zum Beispiel Rap Rock. Ja, Rap Rock, Nu Metal ist das Gleiche. Voll. Ja, schon, eigentlich schon. Einfach, alright. Ja, das Visrüti Festival ist am 2.
September. Dann ist Ruination Fest in der Kulturhalle. Yes, gut, das ist nicht gerade nachher, aber ich habe es da eingetragen, ja. Aber Ruination Fest ist auch ein cooles Schweizer Festival, wo eben von den Boys von Days of Ruin organisiert wird. Ruination Fest. Schweizer Unearth. Ja, Schweizer Unearth oder Dirty the Sorrow. Und, Dirty the Sorrow. Sorry, Dirty the Sorrow. Das klingt einfach nach einem richtig guten Pornotitel. Aber ja, fuck me. Das ist der Segas. Ja, jetzt ist doch, das ist in einem halben Jahr. Da musst du nicht jetzt schon das Line-Up suchen. Ich wollte es noch sagen, weil es sind coole Bands da drauf. Ich wollte es einfach mal... Du musst einfach sagen, dass Whiteout dort spielt. Au! Aber ja, nein, es wird eine coole Show. Es ist am... wo ist das? Fuck me. Wo ist 16. Dezember. Es kommt noch ein Video, aber ich kann es einen Shoutout geben, weil ich finde mega cool, was die Jungs machen mit Schweizer Bands. Cooles Line-Up zusammengestellt. Sie haben so sich inspirieren lassen von CU Festival. Und jetzt machen sie eben den Ruination Metal Fest in der Kulturhalle Seegas, Burgdorf. Eine richtig geile Location. Das ist schon wieder der Josh und der Brian. ja, Josh und Brian sind der Medienpartner. Genau. Die waren sicher. Und ja, die sind ein Gas am gehen, die Boys. Ja gut, du kannst ja nicht, du musst spielen. Nein, ich muss spielen. Ja, genau. Aber nein, eben, 16. Dezember, Kulturhalle Seegas. Sehr coole Location. Ich habe einmal gespielt und ist fucking sick. Eben, Among Vultures spielt dort eben richtig sticky. Ich würde sagen, Metalcore meets Melodeath Metal. Und Whiteout, wir sind dabei. Weiß nicht, ob wir schon mal von Whiteout geredet haben in dem Podcast. Ich glaube nicht. Ja, es wird cool. Days of Ruin, natürlich, weil es ist der Ruination Metal Fest. Ich bin mega gespannt. Ich habe endlich mal die Jungs mal live gesehen. Unified Move, HC since 2012 steht dort. Eben, HC, coole Band. Wer ist da? Was ist das für eine Band? Die nächste? Aha. Ich kann es fast nicht lesen, weil das Logo sieht geil aus. The Kate Effect. The Kate Effect. Ja, wir sehen mal die Hawaiian, die Hawaiian Shirt Boys wieder. Bin sehr gespannt, mit denen wir zusammenspielen. Ja, bin sehr gespannt, die Boys mal wieder zu sehen. Dann Jor. Sagt mir nichts, aber sicher cool. Diagnosis, den habe ich schon mal gesehen. Und Flo Lebo ist am Granichen, jetzt nächste Woche. Und der ist auch dort am Ruination Metal Fest dabei. Eben, liebe Leute in Bern, Umgebung, eben das ist in Burgdorf. Kommt mal vorbei, kauft schon mal ein Ticket, gehen mal ein Bier trinken. Ich finde mega cool, was jetzt eben Bands machen, dass sie eigene Festivals auf die Beine stellen. Und es ist nicht ohne Risiko, wenn du das machst. Also dann gehen bitte supporten. Wir sind sehr gespannt, dass wir dabei sein können. Ja, das Zeug kostet alles. Es kostet alles und es ist schon das Risiko, aber die Jungs glauben eben wirklich schon, hey, wenn wir ein cooles Line-Up von lokalen Bands zusammenstellen, dann kommen die Leute auch. Und ich glaube auch. Und deswegen gehen wir schon mal ein Ticket im Vorverkauf kaufen, weil das ist schon noch wichtig, ist für neue Festivals, die eben von Bands selber auf die Beine gestellt werden. Dann können wir schon mal zeigen, so, hey, musst nicht so stressen, nicht, dass alle nachher erst in die Abendkasse gehen und bis dann die Jungs von Days of Ruin einfach voll Stress haben. Hol dir schon mal Tickets, es wird cool. Kommst du auch mal mit nach Seegas? Ja. Alright. Let's go. Brian oder Josh stressen. Oh ja. Yeah. Ich glaube, wir nehmen mit White sogar eventuell übernachten wir dort, dann können wir richtig entspannen und Party machen. Das ist schon nice. Und du machst mich so nervös mit dem hohen Mikrofonständer. Das ist wirklich schlimm. Nein, aber ja, ich finde es einfach mega cool, als Bands das jetzt mehr und mehr machen. Wirklich, wirklich sehr inspirierend und ist einfach fucking sick. Gehen wir die lokale Shows supporten. Dann, wenn wir schon über lokale Shows reden, dann haben wir nochmal eine. Und da spielt der hübsche Herr da, der neben mir sitzt. Und zwar, es ist Matchbox Whispers plus Defenestrate. Sie. Yes. Matchbox Whispers. Wir machen Punkrock. Yes. Punkrock. Defenestrate machen auch Punkrock. Auch Punkrock, oder? So ein bisschen die Richtung. Machen sie jetzt Covers oder eigene Songs? Bro, I don't know. Alright. Ja, solltest du aber wissen, oder? Ja, ich weiß nicht, was sie dann machen. Ich bin bei der anderen Band. Also ja. Nische. Wenn ihr neue Songs macht, finde ich es cool. Das ist am 14. Oktober. Yes. Wo?
Dort, wo Versus das letzte Mal schon mit Dings gespielt hat. Fuel Nein, ich glaube, genau ein Jahr vorher haben wir mit. People Die the Fair? Nein, jetzt lass mich doch mal denken. Wir haben genau. Band, Sons of Queerance? Nein. Ich gebe dir einen Hint. Sie haben auch an dem Konzert gespielt, wo du gespielt hast, wo wir letztens gespielt haben. Severus Breath? Nein, das war die erste Band. Wo? An dem Konzert. Things, Another Approach. Ja. Cool. Wir haben ja mit Another Approach dort im KKL Hönk gespielt. Heißt es KKL? Ich weiß nicht, irgendwas. KKL Hönk? Nein, KKL ist in Luzern. Einfach irgendwie Kulturkeller Hönk. TKKG Hönk. TKKG Hönk. Einfach. Die 4 Fragezeichen, Alter. Hey. Ich weiß es auch nicht. Nein, im Kulturkeller Hönk. Solange es nicht KKK Hönk ist alles gut. 2 Punkbands in der KKK Hönk. Ja, das wäre geil. Gerade alle cancelled. Alle gerade cancelled. Aber KKL Hönk. Nein, Kulturkeller Hönk. KK Hönk. Das KKL ist in Luzern. Das ist das Kultur- und Kunst... Irgendetwas. Kultur- und Kunsthaus Luzern. KKL. Und das ist Kulturkeller Hönk. Also Der KKH. Kulturkeller Hönk. Der KKH. Am 14. Oktober. Genau, dort spiele ich Bass in der Punkrock-Band Matchbox Whispers. Ist noch lässig, ganz mal hören. Yes, es wird cool. Vielleicht bin ich nicht in der Ferien. Aber sonst, ich wollte dabei sein. Ja. Shit, alright. In dem Fall. Shit, aber das ist... Ricky, was ist los? Ja. Nein, wir haben eben die Ferien noch nicht gebucht. Wir sind überlegen. Alright, und dann... wir wollen mal die Jungs von Wrath of Allah gratulieren. Sie spielen nächstes Jahr am Bullet Festival. Das ist... Haben ihr gut gemacht, Jungs. Ich bin absolut nicht eifersüchtig oder neidisch. Nein, wirklich gratuliert vom Herzen. Bullhead Festival ist nächstes Jahr mit vielen lokalen Bands. Ich glaube, es sind etwa 20 Bands oder so. Nein, 18. 18 Bands, alle Schweizer Künstler. Und es ist ein Benefizkonzert für Kinderspital. Ich glaube, es ist Kinderspital, ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich spiele nicht. Right. Ich auch nicht. Und Bullet Festival ist vom 8. bis zum 10. März 2024 in der Schür Luzern. Also, was man noch muss sagen ist natürlich, es ist nicht, also, darum gratulieren wir Wrath of Alga, weil eigentlich wäre das Line-Up von dem Festival schon komplett gewesen. Aber sie haben so viele Nachrichten bekommen und Anfragen, ob noch irgendwie eine andere Band können spielen, und in den Kommentaren haben sie anscheinend auch noch mega viel bekommen, von wegen, hey, ich kann die Band noch spielen. Hey, die Band. Und dann haben sie sich einfach dazu entschieden, dass sie jetzt ein mega geiles Prinzip eigentlich. Sie haben gesagt, du musst jetzt rein, du sollst Wrath of Alga ist einfach überall. Sorry Jungs, wie könnt ihr überall sein? Ich muss sagen, solide Social Media Präsenz. Wirklich solid. Ich meine, eben, man hat gesehen, die Votes sind einfach immer bei Wrath of Alga gewesen, am meisten. Das ist sehr cool. Ja, reibst mir noch mehr unter die Nase. Hey, Versus Second Place gewesen. Also Second Place, obwohl man fast nicht drücken. Anyway, ist ja gleich. Was lustig ist auf jeden Fall, sie haben dann quasi gesagt, man soll ihnen schreiben, wieso dass deine Band, also die Band sollen ihnen schreiben, wieso dass sie gebucht werden für das Festival. Ja. Und dann war es funny gewesen, dann haben sie gesagt, sie machen das folgendermaßen: Sie nehmen dann die Texte, sie anonymisieren, also dass du nicht herausfinden kannst, welche Band das ist, und lesen sie dann einfach vor. Und dann haben sie glaube Royal Desolation vorgelesen. Genau. Royal Desolation haben auch gerade das Konzert gespielt, glaube ich. Ja, die haben am Grüscher-Rock gespielt oder so. Welche? Irgendwas Festival. Sie haben das Festival gespielt, aber es ist, glaube ich, gerade nachdem sie von der Bühne runtergelaufen sind, weißt du, kaputt, wir haben ein gutes Konzert gehabt, dann haben sie sich noch eine Zeit genommen. Also ich mega cool, die Jungs von Royal Desolation, richtig cool. Die haben sich Zeit genommen, die Texte gelesen und nachher zusammen mit einer Person vom Festival gestimmt für die Bands. Dann haben sie es sind glaube ich 20. 12, es sind 12. Es ist eben so fucking funny gewesen, weil sie haben dann quasi, ihnen ist dann vorgelesen worden, hey, wir sind aus und wir machen das und das oder was auch immer der Text war. Und ich habe mit der Versus quasi auch noch einen Text eingereicht und ich habe das Gefühl gehabt, es kommt eh nicht gut. Was wollte ich denn? Ich habe nicht gewusst, was schreiben, weil ich habe einfach so gedacht,
wir müssen sie jetzt irgendwie von unserer Band überzeugen und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir jetzt einfach müssen schreiben, wie viele Leute, wie viele Konzerte wir so gespielt haben, mit was für Bands wir schon alles gespielt haben und weiss ich noch was. Also mal irgendwie schon, weil du musst ja quasi auch vermitteln, dass du genug professionell bist, dass du effektiv kannst spielen dort. Und ja, dann ist es so funny gewesen. Ich konnte den Livestream leider nicht schauen, weil ich eben in dem Lager war, am Kids trainieren und rumrennen. Und ich habe es im Nachhinein gesehen. Ich habe es im Nachhinein geschaut. Ja, das ist so funny gewesen, weil die Band hat dann quasi, so Royal Desolation ist dann so vorgelesen worden, hey die. Und dann haben sie das Gefühl gehabt, ja, den Text haben wir jetzt nicht so cool gefunden. Und dann haben sie natürlich quasi alle mal angelegt in der Reihenfolge und dann haben sie die letzten 4 quasi, also die sind die mit den meisten Votes, haben sie quasi vorgenommen und dann haben sie die anderen alle mal aufgedeckt, welche das sind. Und dann ist eben, ich weiss es nicht mehr auswendig, auf jeden Fall hast du die ganze Zeit so gesehen, so er nimmt so einen Zettel führen und die Band, wenn er nicht dabei haben, sie so, oh fuck, nein, nein, jetzt hassen sie uns. Quasi, weißt du, ihre besten Kollegen rausgerührt haben. Nein, die eine Band, wo sie recht traurig waren, ist, wo K-Defekt rausgekommen ist. Ja, das ist wirklich traurig. Ja, voll, ja. Aber ja, eben, dann, um das Ganze mal zu Ende zu bringen. Anscheinend ist der Text, den ich geschrieben habe, so gut gewesen, dass die Jungs von Royal Desolation überzeugt hat. Und wir sind zusammen mit Wrath of Alga, der dann am Schluss gewonnen hat, Written by Witches und Exit quasi ausgewählt worden. Ja. Um in dem 4 Finalisten, ja. In dem Voting teilnehmen, das dann das Publikum selber gemacht hat. Also nicht das Publikum selber, das dann aber quasi einfach eine Insta-Story war, wo du voten. Ja. Und ja, dort hat dann Social Media Maschine Wrath of Alga. Hey, richtig Maschine. Wie machen die das? Effektiv, das Ding ist, ich schwör's dir, Junge, jedes Mal, wenn ich auf Instagram gegangen bin, ist bei Wrath of Alga grün gewesen. Wenn irgendetwas postet haben, die haben eine halbe Sekunde später haben sie es geliked. Ja, das sind Nachricht geschrieben. Wenn aktiv. du ihnen eine Nachricht geschrieben hast, ist nach 2 Sekunden etwas zurückgekommen. How? Also Jungs. Wirklich, ich glaube, die Jungs hören auch den IMS-Podcast. Ich glaube, die machen es gut. Ja, sind gut informiert und haben gute Präsenz. Das Ding ist, ich höre den IMS-Podcast auch, aber ich habe nicht so viel Zeit, um auf Instagram rumzuhängen. Was machen die den ganzen Tag? Ja, ich glaube, es ist einfach ein gutes System haben wahrscheinlich. Also weil ich meine, du kannst auch die ganze Zeit einfach einen Bullshit machen, aber die sind wirklich aktiv. Nein, ich meine nicht Bullshit. Es geht mir nicht ums Zeug, was sie posten. Es geht mir darum, die sind effektiv 24/7 online. Die schreiben dann nach einer halben Sekunde zurück. Ja, eben, Content Machine. Das ist, nimmt wahrscheinlich viel Planung und viel Zeit. Ja, aber Nachrichten zurückschreiben kannst du nicht planen. Wir schreiben auch recht schnell Nachrichten zurück im Metal Saber, Bruder. Ja, aber nicht so schnell wie die. Nein, nicht so schnell. Nein. Also die sind schon Champs in dem. Wir sind da super drin, quasi der eine fängt die Nachricht an, der andere schickt sie und der andere führt die Konversation weiter und keiner weiß mehr, was am Schluss läuft, weil einfach der Ricky, irgendeiner schreibt uns, der Ricky antwortet, dann kommt eine Nachricht rein, es geht 2 Tage nicht, ich schreibe zurück, der Ricky so, ey, was hast du denn geschrieben? Ich so, boah, keine Ahnung, du hast angefangen. Ja, voll. Ja. Genau, und eben darum, jetzt, also ich bin absolut geil, ich kann da auch wenn ich da mal, auch wenn bei uns der Button ein bisschen versteckt war hinter der Nachricht, das ist absolut alles easy, Bullhead Festival. Versus finden wir immer noch cool, wir finden es geil, wir kommen vorbei, wenn wir Zeit haben. Sonst als Tipp für nächstes Mal vielleicht das Voting nicht so ganz nach unten schieben. Es ist tatsächlich so, dass dort, wo du kannst Message schreiben kannst, ein paar Leute haben immer Mühe gehabt zum Voten. Das stimmt, aber ich glaube, es ist gut verdient. Wrath of Alga haben es gut gemacht, gratuliert. Ich glaube, man hätte es also nicht gerissen. Man hätte es natürlich geschafft, wäre der Button nicht so. Muss ich jetzt so sagen. Für mein Ego. Für mein Ego sage ich jetzt, das war nur der Knopf gewesen. Aber nein, Wrath of Alga ist geil, haben es verdient, macht es gut. Spielen wir mal das Konzert zusammen, Boys? Machen wir das mal? Ich glaube, es würde noch passen. Es wäre, glaube ich, noch lustig. Ich glaube auch, es macht einen coolen Sound. Und eben, also sonst, eben jetzt spielt Wrath of Alga auch beim Bullet Festival. Und sonst Bands bestätigt, bis jetzt von den 18 Bands sind Days of Ruin, Shadows Far, Broken Fate, Royal Desolation, Thorn, Mind Collision, geil, Mind Collision macht wieder Artifiction und Moment of Madness. Und das sind nur wie viel? Wrath of Alga. Und Wrath of Alga. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sind 9 Bands, also die Hälfte von der Bands ist bis jetzt veröffentlicht worden. Hey, wenn wir eine Insta-Story machen und die Leute fragen, was sie das Gefühl haben, wer noch alles an diesem Festival spielt. Und dann können wir doch so einen Antworten-Button machen. Und nachher können wir quasi... Dann können wir schauen und dann können wir Thesen aufstellen und dann können wir Verschwörungstheorien anstellen, welche Bands das an einem Festival noch werden spielen. Ist gut. Also, das kannst du gerne machen. Es sind nach viel Arbeit. Ja, absolut nicht. Du machst eine Story.
Ich mache die jetzt. Nein, ich mache sie nicht jetzt, weil der Podcast kommt erst morgen raus. Nein, ich bring's. Ja gut, ja, morgen stimmt. Der Morgen ist Sonntag, das lange schon. Ja. Das ist gut. Alright, genau. Ja. Voll. Also eben, Bullet Festival, wir lieben euch. Geiler Scheiß. Drive of Alga, wir lieben euch. Wirklich cool, was ihr da macht. Also ich spreche jetzt im Namen von der ganzen Band Diversis. Mhm. Wir lieben euch. Ja. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Vielleicht nächstes Jahr. Ja, das wäre jetzt sick, wäre das Ende gewesen vom Ganzen. Aber nein, wir haben es noch nicht Ende, weil ich muss noch den Sound finden vom nächsten Segment. Oh, das haben wir ja auch noch. Aha, wir sind schon wieder eine Stunde am Aufnehmen, ohne dass wir etwas machen. Hey. Das ist auch alright. Das ist alt. Das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Nein, das ist gut gewesen, da habe ich wenigstens wieder mal etwas zu tun gehabt in diesen 5 Minuten auf dem WC, wo ich nicht den Kind hinten also wo ich nicht auf das Kind aufpassen oder Skaten beibringen. Und jetzt kommt der nächste Segment. Und der nächste Segment ist... Metal-Pornos. Metal-Pornos. Willkommen zu... Nein, nicht wirklich, aber es ist Musiker-Tinder. Wieder mal Musiker-Tinder. Und ich finde es cool, weil... Was ist das Ziel von Musiker-Tinder? Wir versuchen Bands mit Künstlern, also Bands, die Musiker suchen, mit Künstlern zu verknüpfen. Und genau das Gegenteil, wenn du... Genau das Gegenteil, wir bringen sie aktiv auseinander. Ja. Weil wenn du ein Sonnentalent bist und suchst eine Band, schreib uns mal und wir tun uns nachher gerne einen Shoutout angeben. Wir können dann auch was anderes probieren. Wir können es mal Bandbreakers nennen. Bandbreakers. Und dann quasi, wenn Bands keinen Bock mehr haben auf ein Mitglied, können sie uns kontaktieren und wir probieren die Band quasi zu splitten. Alright, das ist eine gute Idee. Aber für das verlangen wir dann Geld. Genau, das müsste wir fast. Nein, aber genau, Musiker-Tinder, wieder mal. Und unser erstes ist eigentlich weniger Musiker-Tinder, sondern eher eine Gratulation an unsere hübschen Boys von Xonor. Honor. Xonor. Und wir gratulieren, sie haben jetzt ein neues Bandmitglied, weil sie sind ursprünglich, glaube ich, 4 Mitglieder gewesen. Nachher sind es 2 Mitglieder gewesen. Und jetzt haben sie mal ein neues Gitarrist gefunden, der Seven Cheese. Einfach so ein gutes Promo-Video für die neuen Mitglieder. Also ich finde es mega cool. Und ich glaube, sie haben schon mal einen Drummer gefunden oder nicht. Who knows, aber sie haben es noch nicht veröffentlicht, aber ich bin gespannt. Und genau, aber ja, ich glaube nicht, dass Xonor neue Mitglieder gefunden haben durch den Podcast, aber wir haben die mehrmals einen Shoutout gegeben. Haben wir uns das Anteil gemacht, wenn ein Mitglied nicht durch uns gekommen ist. Aber ja, wir gratulieren, sind sehr gespannt, dass Sie wieder mal zum Teil vorständig sind. Dann, für den nächsten musst du mir die Sendung geben. Jawohl, das Ding ist, wir haben den Kevin, hat mir geschrieben. Er ist ein Sänger, also er screamt und growlt und also das Lustige ist, es ist Berndeutsch und der Ricky hat mich vorher gefragt, ob ich ihm eine Nachricht zeigen kann, dass er weiß, was es ist. Dann hat der Ricky gemerkt, dass er Berndeutsch fast nicht lesen kann. Und darum haben wir gedacht, ja, maybe. Ich weiß auch nicht. Probieren wir es. Dann hat er gesagt, er würde das einfach gerne vorlesen. Darum macht das der Ricky jetzt. Also, die Message ist ja... da ist sie dir. Alright. Melde, Doppelpunkt, Insta, Fenris Hyrule. Stimmt. Sein Insta-Name, falls ihr wollt, den Sänger Shout the Growler, ist FENRISHYRULE. Das ist Fenris Hyrule, alles zusammen. Ich viel Zelda gezockt, glaubst du? Ja, das ist schon. Was sie machen, 2 Punkte. Vocals, Hoped Scream und Growl, clean am Lernen und Rap Scream würde auch gehen. Genau, also translated ist Vocals, Hauptscreams und Growl, also Hauptscream und Growl. Hauptsächlich Screamen. So Vocals, Hauptscream und Growls, da hat er ein Komma vergessen. Clean am Lernen, also er ist clean Vocals am Lernen. Also, von vorne. Hauptscream, Growls, Clean Vocals und Rap Screams. Ich habe nicht gewusst, dass es etwas auch ist, aber ja, in dem Fall. Genau, also, es sind 4 Hauptscream, Vocals, Alter, bist du lost, Mann. Raps und Cleans, also 4 verschiedene Gesangstypen. Das ist cool, das ist sehr vielfältig, sehr dynamisch. Suchen, 2 Punkte. Metalcore, Deathcore, irgendetwas, wo bretscht und Breakdowns hat. Right?
das klingt gut. Region Bern. Also ich glaube, sonst der Kevin, der hat auch mal bei uns, bei White hat mal einen Gast geschaltet, im Werk 21. Ich weiß nicht, wann es war. Bist du sicher? Ja, er hat mal beim Teil und Sally hat er gemacht. Ah, sick, Alter. Also macht coole Sachen. Eben, der Kevin, ich habe gemeint, er singt in der Band, aber in dem Fall vielleicht nicht. Oder vielleicht hat er mehr Zeit. Und ich meine einen anderen Kevin. Nein, es ist in dem Fall. Ich habe gewusst, er hat mal eine Band gehabt, aber in dem Fall nicht mehr. Ah, ja. Aber eben, ich kann es nur empfehlen. Cooler Dude, coole Stimmung, geile Vocals. Wenn du, Jetzt bist du ein Pornos schauen auf meinem Handy. Hey, das ist ungewollt gewesen. Nein, aber wenn ihr als Band, Metalcore, Deathcore Band in der Region Bern, einen neuen Sänger, Shouter, Clean Sänger und Rap-Screamer sucht, dann schreibt am Kevin. Fenris Hyrule auf Instagram. Und hey, Kevin, hoffentlich findest du eine neue Band. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und wenn du eine Band durch Metal Servola findest, dann gib uns Bescheid. Wir hören gerne die Erfolgsgeschichten. Genau. Und dann... by the way, am Grenichen können wir sonst auch wieder Musiker-Tinder im richtigen Leben spielen. Metalhead-Tinder. Ah, stimmt. Ja. Also ich probiere wieder den Nico zu verkuppeln. Alright, das klingt nach einem Plan. Also nicht den Nico, ich probiere wieder den Nico zu verkuppeln. Nein, das ist jetzt falsch. Ich probiere alle meine männlichen Single-Kollegen zu verkuppeln. Das ist nämlich mein Hobby an so Festivals. Das ist fucking funny. Nein, aber Dings haben mal, Plegvetica hat mal angefangen, den Metalhead Tinder am Greenfield letztes Jahr zu machen, aber sie haben es nie weitergeführt. Sie haben so Bauerledig gesucht, einfach Metalhead ledig gesucht gemacht. Und ich habe das Konzept mega cool gefunden, aber ich glaube, sie haben es nicht weitergemacht. Also Plegvetica machen das weiter. Ich würde das mega gerne schauen. Ich liebe Bauerledig gesucht. Ich bin ein Trash-TV-Suchti mit meiner Freundin im Fall. Das fände ich hure fucking geil, wenn einfach Metalhead ledig gesucht als Minishow machen würden. Ich würde es feiern. Also, fucking hell, Metalhead ledig gesucht als Fernsehsendung. Weißt du, wie geil? SRF. Ey. SRF, Alter, SRF. Kommen zu uns. Wir moderieren den Scheiß und dann kommt's gut. Weißt du, wie geil? Alright. Genau, nachher. Nächste Musiker-Tinder. Das ist der Brudi Erik Lindecker. Kennt vielleicht auch als Rico Matt. Er ist krasser Fotograf und der krasse fucking Shouter, Growler, Sänger. Also er macht wirklich geile Scheiß. Und ich glaube, er spielt auch Gitarre. Er hat auch so ein Gen-Projekt, wo er mal angefangen hat. Fucking hell, jetzt habe ich den vergessen. Trident of Time oder irgend so etwas. Muss ich mal checken. Aber er sucht jetzt motivierte Gitarristen oder ich glaube allgemein Leute, die würden gerne mal etwas starten. Wahrscheinlich so Deathcore, Gent, Metalcore-Bereich. Gehen mal den Erik Lindecker in YouTube schauen, weil er macht geile Covers von Deathcore und Metalcore-Sachen und seine Vocals bretschen wie Sau im Fall. Und eben, dann hast du da im Show nicht nur einen Vocalist, der gerade Leute sucht, sondern zwei. Also nicht nur der Kevin, sondern auch der Erik Lindecker. Er hat nicht wirklich gesagt, wo er ist, aber ich glaube, es ist irgendwo Region Luzern-Aargau. Das findet man sicher raus, wenn man ihm schreibt. Ja, genau. Riccomat, RICCOMAT auf Instagram und sonst auf IG ist er, glaube ich, als Erik Lindecker. Also was jetzt? Hast du gerade auf Instagram sogar als Riccomat rein? Das ist nachher seine Fotografie-Dings, oder? Sonst, genau, Riccomat, RICCOMAT ist, glaube ich, sein Fotografie-Konto oder auch Musik. Ja, sonst könnt ihr TT schreiben. Der Bruder sucht Leute. Das ist der Content Creator based in Switzerland. Das Ding. Genau. Ah, er macht Fotos für Artifiction auch. Stimmt. Und er hat auch Fotos für den Mega List gemacht, wo wir einfach zusammen einfach im Wald gegangen sind, Fotos shooten. Coole Sicht, cooler Vocalist. Wenn du als Gitarrist oder wahrscheinlich als Drummer oder Bassist eine Band suchst und willst so geile Deathcore machen. Er sucht einen Gitarrist, Alter, nicht einen Schlagzeuger. Aber ich glaube, er sucht einfach allgemein Leute. Aber du, whatever, wenn du Gitarre spielst, schreibst du mal. Wenn du Drummer oder Bassist bist, schreibst du vielleicht auch. Die meisten Drummer und Bassisten sind sowieso bessere Gitarristen als Gitarristen, von dem her kommt es nicht drauf an. Das ist ein guter Punkt. Yes. Alright. Hey, Ricky, wenn wir schon von Rico Mate reden. Yes. Was meinst du? Aha. Hören wir auf mit dem hohen Geschnorr
Ich würde auch Lassen sagen... die Leute heimgehen und machen fertig. Lass mal schnell den Intro-Outro finden. Alright. Ja, das ist doch gut. In dem Fall, hey, das war es. Viel Info, wenig Geschnorr. Nächstes Mal wird es ziemlich sicher anders sein, weil wir sind am Grenchen. Von dem her, wir sehen uns dort. Mehr Infos als Galileo, Brudi, Bruder. du bist heute auch einfach lost, Alter. Für die heutige Folge können wir fucking lost and confused nennen, weil mein Hirn ist einfach weg. Du bist komplett lost, ich bin völlig am Arsch. Nein, aber eben, mehr Infos als Galileo. Kommst mal am Grenchen, kommst mal ein Bier mit uns trinken, es wird fucking geil. Und man sieht sich, liebe Leute. Ciao zusammen. Tschüss! Wir haben nicht mal gesagt, dass es die 19. Folge ist. Aber egal. Es war die 19. Folge. Ciao!